Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück. Nächste Folge Minecraft. Wir hocken in einer Höhle fest. Wir sind ja auf Erkundungstour. Bis jetzt sind wir noch gut am Überleben, würde ich sagen. Oh mein Gott, wir haben schon wieder so ein volles Inventar. Was ist das? Viele von Langsamkeit. Langsamkeit 0, also 11 Sekunden. Seht ihr das richtig? Minus 15% Geschwindigkeit. Wir haben schon wieder ein volles Inventar. Fast unglaublich. Ich sollte eigentlich denken, wir könnten noch ein bisschen weiter erkunden. Aber wir müssen uns fast schon auf den Retroweg begeben. So, das heisst, ich bin am Überlegen, entweder buddeln wir uns auf, um noch Bruchstein farmen, oder... Also wir haben da schon ein paar Sachen, die wir wegrühren können. So Schneeböller, die können wir glaube ich zusammen tun, oder nicht? Schneeböller? Schneeböller. Kann man da nur maximal 16 haben? Aber wir hätten da noch 1, 2 Sachen, die wir wegtun können. Also eigentlich sogar mehrere diese Sachen könnte man noch wegtun, sicher. Das Zeug würde ich halt gerne behalten. Schneeböller könnte man eigentlich auch noch wegtun. So viel Platz haben wir eigentlich auch gerade fast nicht mehr. Ich würde sagen, wir begeben uns auf den Retroweg. Jetzt müssen wir uns hier ganz gemütlich und langsam aufbuddeln. Ich glaube, wir buddeln uns auf. Ich glaube, wir buddeln uns am besten auf. So, für das wollte ich aber nur ein paar Vöckchen. Einfach ein paar Fackeln, damit wir auch nicht gerade unbedingt nichts sehen. Wäre nur zum Vorteil. So kann man nämlich auch gemütlich gerade Bruchstein farmen. Wenn wir dann das nächste Projekt machen wollen, zum Bauen. Dann würde ich sagen, dann gehen wir nämlich schon wieder auf den Retroweg. Hätte ich nicht erwartet, wir sind jetzt nicht so lange unterwegs gewesen. Obwohl ich eigentlich noch eine Höhle erkunden wollte. Aber vielleicht finden wir ja noch auf dem Rückweg ein paar braune Pilze, damit wir unseren Trank schmieden können, um ein paar Villager zu suchen. Dann könnten wir nämlich unter die Höhle bei den Villager gehen. Das wäre nämlich wahrscheinlich so etwas, was ich noch gerne machen würde. Ich gehe davon aus, dass wir dort wahrscheinlich am ehesten noch ein paar Villager finden. Sand. Was hat es mich jetzt hier angetrieben? Sand würde ich aber auch noch gerne mitnehmen. Besser als Erde. Auch wenn es noch wenig ist. Oh! Nehmen wir da noch weg und let's go. Oh, steckt da fest? Steckt fest? Nein, bitte nicht. Oh, okay, wir haben es überlebt. Ja, moin. Wir sind einfach an einem komischen, komplett anderen Ort rausgekommen. Ich liebe das, wenn wir so sliden, als würden wir Schlittschuh fahren. Naja, okay. Wir müssen unseren Kompass in die Hand nehmen, damit wir den Retroweg finden. Und jetzt sollte ich allein ab dem Kompass eigentlich unseren Retroweg finden und das sollte die Richtung sein. Okay, let's go. Let's go. Dann machen wir uns auf den Weg zurück, dann können wir das ganze Inventar mal leeren und dann schauen wir, ob wir noch braune Pilze brauchen wir noch. Die bräuchten wir noch, ein paar braune Pilze und mit denen können wir dann... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, der Satansbraten? Das hättest du jetzt nicht erwartet. Schau mal, wer da kommt. Highskill. So, nice, dann haben wir den auch getötet. Ist da gerade nochmal einer? Jawohl, da ist nochmal einer. Ich glaube... Ich glaube, wir verziehen uns da mal ganz kurz. Da hat es mir nämlich ein paar Gegner zu viel. Besonders so komische Skelette, die da mit so komischen Pfeilen schiessen. Das sind, glaube ich, von denen haben wir in dem Fall die Verlangsamungspfeile bekommen. Die sind natürlich noch schmackhaft. Das sind nicht die ersten Pfeile, die wir so bekommen haben. Wir haben jetzt schon Spektralpfeile und jetzt haben wir noch Verlangsamungspfeile. Aber wir ignorieren die. Wir müssen in die Richtung... Ich höre nur, wie sich etwas zündet. Ist echt die dümmste Idee, wieder am Abend unterwegs sein. Aber wir können es fast nicht ändern. Unser Schwert geht auch langsam kaputt. Das heisst, wir brauchen sowieso mal ein neues Schwert und alles. Wer ist so dumm und geht durch die Nacht? Das kann nur ein Schweizer sein. Let's go. Von überall. Einfach von überall. Wir sind verlangsamt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und wir laufen, glaube ich, voll in die falsche Richtung. Aber ich glaube, der Kompass zeigt mir sogar... Ich muss ihn nicht mal in die Hand nehmen, sondern ich sehe von da aus, in welche Richtung das wir müssen. Okay, das finde ich aber noch praktisch. Das heisst, ich muss den sowieso nicht die ganze Zeit in der Hand haben. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe etwas Neues gelernt. Juhu! So, und dann müssten wir die ganze Zeit dem Kompass folgen. Also eigentlich da hinten sollte unser Bett sein, wenn ich das richtig verstehe. Sollte unser Zuhause sein. Wo es nicht so viele komische, schwierige Monster hat. So, jetzt ist nämlich auch der Debuff mal weg. Das heisst, wir können jetzt schneller unterwegs sein wieder. Jetzt hoffen wir, dass wir noch wieder so ein Skelett verwünschen, dass wir wieder ein bisschen langsamer sind. Oh, hässlich. Hässlich. Dass die Zombies kein Häsli essen, finde ich noch recht speziell. Habe ich mich gerade so gefragt. Die können einfach rumspazieren und Zombies lassen sie in Ruhe, die nerven nur uns.
Gut, es wäre ein bisschen krass irgendwie, so, wenn die einfach anfangen Häsli essen. Stell dir mal vor, wir würden dem zuschauen, so, wenn er einfach so Häsli ist. So ein blöder Zombie. So. Oh, das ist glaube ich ein Zombie-Häsli, oder ist das ein farbiges? Nein, das ist ein farbiges. Also dunkel und hellfarbig. Aber ich glaube, weiß und dunkel sind ja gar keine Farben. Bin mir da jetzt mega unsicher. So. So weit sollte man es eigentlich nicht haben. Ich glaube, Food wäre vielleicht mal noch etwas. Ah, da hinten sind wir schon beim anderen Dorf. Oder ist das komplett wieder ein neues, wo wir gerade finden? Ein bisschen Slalomlauf habe ich gerade wollen, aber ist schon zu spät. Okay, jetzt haben wir hier 2 Skelette, die uns gegen den Keks gehen. Wir laufen einfach mal weiter. Ist das nochmal ein neues Villager-Dorf? Weil ich habe jetzt gerade vorher nochmal eins gesehen. In die Richtung. Oder ist das jetzt gerade wieder eins? Oder ist das das, was wir letztes Mal gefunden haben? Uiuiuiui. Gehen wir mal schon Güchsli. Das heisst, wir hätten auf dem Weg vorher gerade nochmal eins gesehen. Und zwar in die Richtung da. Wenn das jetzt nochmal ein anderes ist. Die Frage ist, ob das ein anderes ist oder ob das gleiche ist. Und sonst, also, wir haben sicher eins mehr gefunden. Die Frage ist, welches ist das? Ich sehe, die Zombies, glaube ich, das Villager angreifen. Ich glaube, wir gehen dort sowieso gerade mal schauen zur Unterstützung. Dort hinten. Ich glaube, dort laufen die Zombie laufen denen hinten an. Ja, er läuft dem Villager hinten an. Nein! Gehen wir ihm helfen? Lasst den Villager in Ruhe. So. Die arme Villager immer. Lebt er noch? Wo ist er? Da ist er. Okay. 2, 3 Babys. Oh, das ist anstrengend gegen die. Aber wir laufen mal in die Richtung weg vom Dorf. So einen Creeper. Also komm, wir gehen weiter. Ich habe das Gefühl, wir sterben sonst. Ich glaube, das ist nochmal ein komplett anderes Dörfli. Als das vom letzten Mal. Weil das hat jetzt auch keinen Eisengolem gehabt, der jetzt den Villager beschützt hat. Wo müssen wir durch? In die Richtung müssten wir eigentlich. Ah, die laufen mir die ganze Zeit nach. Eieiei, jetzt nicht gerade wenig. Da vorne haben wir, glaube ich, wieder so einen Unterwassertempel. Wo führt mich denn der Kompass an? Wo führt er mich denn an? Wo führt mich denn der Kompass an? Müssen wir wirklich in die Richtung? Wir müssen, glaube ich, wirklich in die Richtung. Aber jetzt wird es langsam wieder Tag. Alter! Ciao zusammen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der grösste Fehler, den ich mache. Weil es könnte jetzt auch sein, dass so komische Zombie-Teiler kommen. Unterwasser-Zombies. So, wir gehen ein bisschen unter Wasser, es sollte schneller gehen. Und einfach hoffen, dass es nicht so Unterwasser-Zombies angreifen. So, irgendwie kann man noch tauchen, aber ich weiss nicht wie. So wie so ein Delfin. Ich schaffe das irgendwie nie. Ja, okay. Alles in die Richtung. Laut dem Kompass. Ich hoffe, der Kompass veräppelt uns nicht. Aber es kann gut sein, ich glaube, wir sind durchgegangen. Dort hat es so eine Kiste gehabt. Es kann wirklich gut sein, dass wir jetzt in die richtige Richtung gehen. Das nächste Mal nehmen wir wieder mal ein Schiffli mit. Bringt uns einiges mehr als da. Als da so drüber zu schwimmen. Drüber schwimmen ist recht anstrengend und mühsam. Und geht recht lang. Es geht recht lang. Aber jetzt müssen wir noch schauen, dass wir noch ein paar Pilze finden. Ein paar braune Pilze. Aber die sollten wir schnell finden. Jetzt schauen wir auf dem Rückweg, dass wir ein paar braune Pilze finden. So, wie sieht jetzt das aus? Ah doch, jetzt bin ich so am Schwimmen. Ja moin. Oh, ich sollte noch schnell Luft schnappen. Ja moin, das merkt man gar nicht, wenn man so in der Dingsperspektive ist. In die Richtung. Das merkt man gar nicht. Ich habe jetzt aber gerade mal schnell Güchsli, wie das aussieht. Aber wir sind so am Teucheln. Schau, wie wunderschön er da seine Bewegungen macht. Wow. Wow. So. Sollten wir jetzt auf dem richtigen Weg sein? Ich hoffe, das mit dem Kompass habe ich wirklich richtig verstanden. Da haben wir so eine Spinnendings. So ein Dings. Komm, von dem sollte ich jetzt eigentlich die Dings bekommen, die Waben. Warte mal, schauen wir essen zuerst etwas. Nein, von dem komme ich nicht über. Hä?
Kann man das aufnehmen? Nein, das kann man nicht aufnehmen. Okay. Jetzt habe ich irgendwie schwer da. Das wollte ich eigentlich nicht so. Let's go. Dann versuchen wir den Retourweg weiterzufinden. Wir sind doch weitergegangen, also wartet. Aber ich sehe auch keine braunen Pilze. Wir schauen nur wegen braunen Pilze. Die brauchen wir unbedingt. Mindestens einen brauchen wir. Aber ich finde da überall nur Blümchen, aber keine braunen Pilze. Ich weiss auch nicht, ob man da vielleicht in eine bestimmte Umgebung muss gehen, um braune Pilze zu finden, aber... Besonders, dass wir noch nie einen braunen Pilz aufgenommen haben. Ich glaube, ich habe nie einen Pilz wollen. Und jetzt brauchen wir es doch. So. Ja, up. Jump'n'Run über den Bäumen. Woo. Oh, da hätten wir wieder so ein Bienendings. Komme ich von dem über? Oh! Okay. Wow, one hit. Nice, aber von dem komme ich das auch nicht über. Ich suche aber noch das Wabenzeug. Ich habe gemeint, das kommt man rüber, wenn man zum Beispiel die abbaut. Wie es aussieht, ist das nicht der Fall. Okay, laut dem Kompass einfach in die Richtung. Laut dem Kompass einfach in die Richtung. Aber, wir haben immer noch keine... Nein, das ist okay. Das bringt, glaube ich, in dem Fall gar nicht, die abzubauen. Führt mich aber komischer Weg durch. Der Kompass. Sehr speziell. Wir gehen mal da drüber schauen. Muss ja nicht so weit schwimmen. So. Dass wir da noch nicht stehen können mit unseren langen Beinen. So. Jetzt hoffe ich hoffe die ganze Zeit auf braune Pilze. Ich bin mir die ganze Zeit meine Augen am aufgehalten, aber es will nicht. Es will einfach nicht. Ich habe jetzt Bestampfen gehört, das war einfach eine Kuh gewesen, okay. Oh, schöne Blümchen. Blümchen pflücken müssten wir auch mal machen, so eine Blümchen-Pflücker-Folge. Dann gehen wir den ganzen Tag noch Blümchen pflücken, bis unser Inventar voll ist. Einfach da drüber. Okay, wenn der Kompass das sagt. Dann machen wir doch das. Nachher sollten wir mal noch etwas füdeln wieder. Okay. Ich mag mich nicht erinnern, dass wir in der Nähe von so Bergen waren, oder sind wir noch so weit weg von unserem Daheim? Sieht er noch aus? Okay. Da kommen wir gut vorwärts, nice, aber... Der hat jetzt einfach Erde in der Luft. Aber irgendwie komisch. Den Turm kennen wir. Jetzt sind wir immer wieder Ausgrabungen machen. Das heisst, der Kompass führt uns nicht in die Tiere. Hoffe ich. Der ist mein Daheim. Wieso zeigt mein Kompass denn da hin? Wieso zeigt mein Kompass da hin? Ah, wegen unserem allerersten Hütli vielleicht. Da hinten ist das allererste Hütli, das wir gebaut haben. Alles klar. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wo unser Daheim ist dort hin. Ja, moin. Ich habe gemeint, der bringt uns jetzt wunderschön heim, aber... Nein, wieso sieht man das so wirklich, hä? So. Aber wir haben keinen einzigen braunen Pilz gefunden. Mega unfair. Mega unfair. Wir müssen eigentlich wirklich noch ein bisschen umschauen, ob wir braune Pilze finden. Wenn solange noch Tag ist, kommen wir noch und da hätten wir eine mega geile Schlucht zum reingüchseln. Wäre sicher spannend noch reinschauen. Wenn wir uns merken, dass wir da eine Schlucht haben, mal vielleicht vorbeischauen, mal ein bisschen Ausgrabungen machen. Vielleicht ein bisschen Gold, Silber oder ja, vielleicht ein bisschen Kupfer seit neuestem. Diamanten wären natürlich sehr schmackhaft. Aber ich bin nicht so der so viel Glück hat mit Diamanten. Keine Ahnung warum. Auf der grossen Wiese gehe ich nicht davon aus, dass man Pilze findet. Wenn, dann eher im Wald rein. Gehen wir mal in den Wald rein und dann können wir von dort aus drüber gehen. Wieder zu unserem Daheim. Aber ich hoffe eigentlich auf einen braunen Pilz. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 100 Mal erwähnt. Sola. Nein, ich sehe nichts, nur ein paar Schöfli. Die könnten wir eigentlich wieder ein bisschen nackig machen. Wenn der da schon so rumläuft. Ich glaube, der ist ein bisschen warm. Komm, wir helfen ihm nach. So, jetzt bist du wieder voll in Blut. Viel Spass, genieß das warme Wetter. Es hat wahrscheinlich auch nicht mehr so heiß. Ich glaube, wir haben ihm noch einen guten Gefallen da.
Pilz, Pilz, Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Und wirklich nur ein Schwert. Ich muss mal schauen, ob wir jetzt das noch reparieren können. Ich habe gemeint, mir hat mal jemand gesagt, dass das nicht geht. Aber wir probieren es mal aus. Für das haben wir jetzt, glaube ich, den Amboss. Mit dem Amboss sollten wir das machen können. Dass wir nicht extra die Verzauberung würden verlieren. Gut, wäre jetzt auch nicht so schlimm. So eine gute Verzauberung ist jetzt nicht drauf gewesen. Also da im Wald finde ich auch nirgends einen Pilz. Hey, ich suche normalerweise, sehe ich überall immer wieder mal einen Pilz, wenn wir unterwegs sind. Aber jetzt, wo ich suche, keinen einzigen. Ich glaube es immer so. Ich glaube es immer so, hä? So. Ausser ich bin schon ein paar Mal vorbeigelaufen und das noch nicht gesehen. Das wäre schon ein bisschen dumm. Mu. Hey, Sally. Schade, dass man die nicht streicheln kann. Das ist noch etwas, was mir noch ein bisschen fehlt in Minecraft. Dass wenn so Tiere, dass man sie streicheln könnte. Ausser man kann das und ich weiss nicht wie. Aber ich gehe nicht davon aus. Ich hätte es wahrscheinlich schon herausgefunden. Nein, jetzt habe ich gehofft, da ist ein Pilz. Nix Pilz. Keine Pilz. Wo sind diese Pilze? Wir brauchen Pilz. Als gibt es im Wald kein Pilz. Kürbis. Nice. Aber den lassen wir da. Das sind, glaube ich, wie sagen wir denn? Osterglocken. Also haben wir etwas davon. Sally. Aber ich habe keinen Platz in meinem Inventar, sonst hätte ich dich jetzt auch gescherlt. Tut mir leid, tut mir leid. Kein einziger Pilz. Oh Mann. Für was sind wir eigentlich auf Abenteuerreise gegangen? Für was? Ja gut, wir haben da schon ein bisschen etwas gesammelt. Ein Goldblock, den können wir dann umwandeln. Ein bisschen Kupfer. Ich muss eben mal schauen, was wir mit dem jetzt noch anstellen können. Roheisen, spitzen Tropfstein, keine Ahnung, für was wir den brauchen. Wir nehmen den einfach mal mit. Oh, ein Ei hat er gerade gelegt. Zack. Und viel Spaß mit deiner Nackigkeit. In dieser absolut schönen Wärme. Sind die, glaube ich, auch froh, wenn sie mal ein bisschen nackig rumlaufen dürfen. So, alle zusammen, stecken da wieder alle fest drin, hä? Ich muss da irgendetwas ändern. Wenn ich da aufmache, dann kommen Hunderte raus. Und wir lassen es jetzt einmal. Haben wir da vielleicht ein paar Pilze? Gehen wir mal noch schnell da bei den Villager schauen. Gehen wir noch schnell da bei den Villager schauen. Also, das leere Villagerdorf, müssen sie eher so sagen. Weil da sind wir eigentlich durchgelaufen. Jetzt sind wir irgendwie so eine riesen Runde gelaufen. Und der Kompass funktioniert nicht richtig. Der tut uns so unsere alten Hütte weisen. Aber auch gut, weil so finden wir sicher unser Zuhause immer wieder. Keine Pilze. Da! Sind das braune Pilze? So, dann tun wir nämlich dich weg. Sind das braune Pilze? Brauner Pilz, nice. Nehmen wir gerade alle mit. Wir haben einen Pilz gefunden! Nice, 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 nice. Hätte ich nicht erwartet, dass wir jetzt noch ein paar finden. Aber das bedeutet, wir können gerade Trank machen. Ich wollte jetzt unbedingt ausprobieren, ob ich den auch bekomme. Wir haben ja eigentlich alles schon vorbereitet dafür. Das Einzige, was gefehlt hat, sind ein paar braune Pilze. So ein es wäre wirklich schon fast ein richtiger Hexentrank, so wie was wir da machen. Mit Spinnenaugen und Pilz und bla bla. Das hat für mich nicht mit Brauen zu tun, sondern schon ein bisschen etwas mit Hexerei. Hexerei, auf den Scheiterhaufen mit uns. Da. Jetzt müssten wir die da noch haben, genau. Ich würde sagen, wir räumen zuerst mal alle Sachen noch ein. Dann musst du zuerst mal noch das Inventar leeren, so. Ist alles so komisch, weil ich alles umgebaut habe. Dass ich nicht richtig checke, wie ich was wo muss machen. Obsidian haben wir gar keine mehr gehabt, das ist ja gut, dass wir es da rein tun. Spinnenauge, das kommt zu der Monsterkiste. Ich glaube, sonst kommt da nichts mehr rein, außer zum Beispiel die Tour können wir da rein tun. Und den Kompass. Aber den Kompass nehmen wir mit, den behalten wir bei uns. Erdensand, da haben wir 2 Sandblöcke, nice. Wir haben super Arbeit geleistet mit 2 Sandblöcken. Erde habe ich glaube ich gar keine dabei, dann haben wir aber ein paar Steine gesammelt. Wieder gut zum Gebrauchen. Gut, dass wir wieder Steine haben. Dann haben wir da unten ist ein Rüstungsteil, da haben wir die Monsterkiste. Schwarzpulver, Knochen, das. Wieder mega viel verfaultes Fleisch. Mit dem müssen wir mal probieren, die Hunde zu füttern. Vielleicht haben die das gern. Ja, das tun wir jetzt eine spezielle Sache. Ich glaube, nein, das ist euch ein bisschen verwirrt. Ich muss mich zuerst daran gewöhnen, wie das da alles ist. Feuerkugeln, okay. Und der Rest kommt eigentlich runter. Das Brot behalten wir zum Essen gerade, weil wir haben praktisch nichts mehr zu essen. Die Herdöpfel können wir runternehmen.
Und die Erzkiste ist unten. Ich glaube, dann haben wir alles so weit richtig verräumt. So, dann haben wir da ein bisschen diese. Weisse Wolle tun wir jetzt auch mal da unten. So. Rohkupfer mit dem... Aber ich weiß keine Ahnung, was wir mit dem anstellen. Keine Ahnung, was wir mit dem anstellen. Wir haben mega viele Fackeln dabei. Könnten wir eigentlich da ein paar ablegen, dass wir nicht allzu viel bei uns haben. Wenn wir mal würden sterben, das tun wir auch mal da rein. Ein paar Schneebüllen tun wir auch da rein. Einen Feuerzünder, den tun wir zum anderen. Und dann haben wir da noch ein Spinnenauge. Nice. Und die zwei Sachen muss ich eigentlich noch oben verräumen. Aber den Bogen... Woher habe ich den Bogen? Habe ich den von irgendwo bekommen oder habe ich den jetzt die ganze Zeit mitgenommen? Ich glaube, den habe ich die ganze Zeit mitgenommen. Für nichts eigentlich. Hätten wir immer verräumen können. Jetzt haben wir wenigstens noch... wir haben einen Goldbügel mit Behutsamkeit. Ich nuddle. Mit dem sollten wir eigentlich Dings abbauen. Die Spawner. Die Spinnenspanner. Unten in der Mine. Müssen wir uns merken. Dann können wir noch die auch noch machen. Hey, wir kommen verdammt gut vorwärts. So, dann müssen wir noch ganz kurz schnell, bevor das jetzt wieder komplett runter wird. Die tun wir hier rein verräumen und dann tun wir gerade noch 64er Brötchen, damit wir dann wieder Essen haben. So. Dann brauche ich die hier. Nehmen wir einfach mal 3 mit. Die müssen wir mit Wasser füllen. Und dann versuchen wir direkt mal noch schon die Tränke machen. Die wollte ich nämlich unbedingt mal gemacht haben. Na komm, hallo? Ich muss die schnell weg tun. So. Nice. Und rennen. Nein, hat er sich noch gesprengt? Ich hab gedacht, ich bin genug weiter weg. So ein... Ah! Ich hab gedacht, ich bin noch genug weiter weg. Nein! Oh, jetzt habe ich noch voll schon da. Nein. Jetzt habe ich gedacht, wir sind noch schön genug weiter weg. Ja, moin. Und was meine Steinplatten, die sind auch weg, hä? Müssen wir da wieder alles neu machen. Dann müssen wir da alles wieder neu machen. Dann tun wir da schon ein paar Fackeln an. Dann tun wir das wieder neu machen. Ausser, da warte doch, da hinten liegt noch etwas. Hat es vielleicht das Zeug ein bisschen weiter weggesprengt? Ja, wenigstens haben wir 2 Glowstone wieder gefunden. Da im Wasser hat es nichts. Und Stein habe ich einen aufgenommen. Also einer müsste ja noch rum sein. Einer müsste in dem Fall noch rum sein. Ach komm, besser als kennen. So, okay. Dann gehen wir wieder rein. So, dann probieren wir den Trank machen. Dann probieren wir das. Let's go. Brauchen wir aber noch Kraftstoff. Und diese Sachen. Genau, jetzt muss ich aber zuerst die Sachen... Jetzt muss ich schon schauen, wie man das macht. Das fermentierte Spinnenauge müssten wir machen. Genau diese. Oh, genau, darum haben wir ja den braune Dings gebraucht. Genau. Ich würde sagen, wir machen einfach mal 2, damit wir es gemacht haben. So. Jetzt müssen wir den brauchen. Da kommt jetzt der Kraftstoff rein. Dann müssen wir die Gläser hier rein tun. Dann kommt jetzt fermentiertes Spinnenauge rein. Okay, jetzt warten wir ganz kurz. Jetzt schauen wir mal, was daraus wird, ob ich das auch wirklich richtig mache. Aber soweit ich weiss, hat das jetzt so stimmen. Ich habe mir das extra versucht auswendig zu merken. Und so tun wir eigentlich die Tränke machen, mit denen wir die Villager wieder von Zombies zu normalen erwecken. Dann können wir eben aus dem Nebendorf wieder ein bisschen Leben einhauchen. Okay, Tränke von der Schwäche, genau. Und jetzt müssten wir aber noch ein Schwarzpulver rein tun. Also jetzt haben wir den Tränke von der Schwäche 1,3, aber der bringt uns noch nichts, sondern wir müssen jetzt den mit Schwarzpulver noch nochmal abändern. Was genau jetzt passiert, weiss ich nicht. Schauen wir gerade mal schnell. Und was kommt raus? Wurftrank von der Schwäche. Ah, jetzt sind es einfach Wurftränke, darum. Okay, aber die kann ich nicht stapeln, die kann ich nur einzeln nehmen. Okay, dann haben wir das mal gemacht. Ich würde sagen, diese Sachen, die tun wir jetzt einfach mal wieder da rein. Damit wir das so haben, den Glowstone tun wir auch mal da rein. Dann müssen wir dann den Weg hier vorne wieder machen. Muss ich wieder beim Moos den Stein machen. Ah, da oben hätten wir sogar noch ein bisschen. Nice, okay. Und dann haben wir jetzt 3 Tränke davon. Also wir könnten jetzt, wenn wir einen Villager finden, könnten wir jetzt einen wieder zurückverwandeln. Ziemlich nice. Ziemlich nice. Das heisst, wir können schauen in einer Höhle, ob wir einen finden. Aber wisst ihr was? An dieser Stelle würde ich sagen, das probieren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit einem Schweizer. Ich danke euch fürs Einschalten, wenn es euch Spass gemacht hat. Tun wir nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis in der nächsten Folge und ciao.